Herzlich willkommen beim Pokémon Breeding Guide von VGLU. Ich weiß nicht, er schaut pur Trigger, wieder die perfekten Pokémon zu stücken. Wichtig Voraussetzung ist, dass der halt Spiel, also zumindest Liga und Delta-Episode schon fertig hat und Möglichkeit hat, ob der Kampfresort zu reisen. Sie wird mit dem Schiff oder halt mit der Äonflöte, ist egal. Es geht nicht mehr darum, dass er das Platz halt ja, accessibel hat, weil ja, das möchte ich ganz Spiel viel mehr einfach. Ihr seht, wir haben hier eine Pension, ein Pokémon Center mit einem speziellen Charakter und ein ganz interessant Lin. Und zwar können wir heim am Velo durchfahren und ja, es bleibt das so gemacht, dass die Kamera immer heim um Eck sich wechselt und dann kann ihn halt konstant ausfuhren, wenn ihn Ried ausgedrückt hält und so breeden halt ganz schnell, an dem sie nicht viel möchten, mit den Knäppchen der Uhr vom Steuerkreuz gedreckt haben. So, darauf kommen wir einfach viel spät. Lo fängt mal wie dich mal an, überhaupt ein Pokémon zu fangen. Wir fangen nämlich da an, dass wir nach Guki Pokémon holen. Und ja, wir wollen lo so mal so, Pokémon fangen, die schon anständig Werte haben. Ich erkläre erst auch ganz kurz, was das heißt. Also, Pokémon hat ein DNA, los mal so. Die DNA, das sind halt Punkte, die ihr Pokémon auf seine Stats hat und nennen den halt DV-Werte und im englischen Bereich halt IVs. Das Werte kann ich natürlich am Spiel selber nicht wirklich gesehen. Warte, ich lande mal in der Gegend, wo in den Tesla, wie hießen sie es schon mal? Ah, ich weiß nicht, wie sie hießen. Aber Gardevoir. Plan ich halt zu fangen an. Dadurch muss man halt dann engagieren, wie Blütenburg. Wird halt die, die Gesichtschaft mengen. Tresla oder so hießen sie. Zu fangen gehen. So. Also Pokémon hat pur Werte. Und die Werte sind halt geheim, gehen dann generiert, sobald ihr eine Pokémon fängt, ein Pokémon zur Welt kennt, ja, nicht, also doch nicht mehr um die Werte runterzukommen. Und der Viertel ist, die Werte kann ich verirrlosen. Und bis zu 31 Punkte kann ich Wert holen, und ich kann leider auch 0 holen. Und am kompetitiven Spiel ist es wirklich, rotsam, ob man 28 Punkten, ob er Wert zu holen, 28 DNA-Punkte nennen ist Lomol, weil er nicht, also Pokémon wahrscheinlich nicht immer stark genug für eine Chance zu holen. So, und wie kann ihn die Punkte halbwegs angesehen? Erstens, es gibt Richter, die gehen seit der 3. Generation und die können da genau so wie ein Werte perfekt sind, aber wie ein nicht. Dazu kommen wir aber gleich, weil wir wollen mal ältere sichern. Natürlich muss ich Pokémon paaren, an haben auch ein paar Regeln, ob die ich nach angehen, wenn wir beim Breeden sind. Aber wir haben an der 6. Generation, ob Oras halt so ein Sicherapparat, an den ist ganz interessant, weil wir erstens wir gesehen dort Pokémon, aber wenn wir ganz los und das Pokémon hochgehen, sieht er dort Potenzial. So 3 Sterne. Das ist das Wichtigste, weil da muss gucken. Der Rest könnt ihr auch zwar analysieren, zum Beispiel Krafttausch, braucht er das vielleicht bei dem Samurzel an Fähigkeit, also auch eins so ganz interessant, wenn du versteckt, dass du da natürlich Glück. So, es geht nur darum, dass er das Pokémon, warte, ich muss kurz drüber wissen, sonst funktioniert der Apparat nicht mehr. Ich muss kurz, ja, genau. Also, wichtig ist, dass wenn das Pokémon eine Sicht, dass da auch auf Pokémon Zoo geht. Und falls du das Pokémon hast, was er ausspricht, dann gebe ich euch Roden, geht an den Kampf ran. Mir ist es ganz egal, wie Pokémon ist. Es kann ein paar Stunden dauern, bis das in Apps anscheinend zusammen hat. Es sind auch schon 4 Beredungen getroffen, ne? Aber ich weiß nicht mehr, wie das kurz funktioniert. Also, du siehst, man will das Schallquapp können wir besiegen oder halt, fangen. Wir besiegen den Lomol an der heißt halt, dass beim nächsten Kehr, wo man mit einem Scanner sichern an dem Gras, ist es möglich, dass Schallquapp ein bisschen stark und ein bisschen mehr besser Potenzial hat. So kann ich das halt drop leveln
Edna kämpft bereits. Wie dann? Was will ich? Hund mich verdreckt? Ah. Ich will natürlich kämpfen. Ja, Hitzekoller. Müsst eigentlich durchgehen. Ich meine, den Unterschied vom Level. Ja, sieht so ein bisschen etwas aus. Voilà, das kann ich zu dem Scanner holen. Und zu den geheimen Werten, wie gesagt. Du könnt da auch alles nur froh, wenn du froh sitzt. Aber normalerweise müsste das geklärt sein, also all Pokémon hat geheime Werte, die in irft. Und wenn man lo sichern, dann fand man mal der Zeit gesehen, dass das wahrscheinlich Rimme Schallquab genau wird den ganz kurz gesehen, zwar verscheißt, aber das ist halt dann eine Schallquab an, wo geht potenziell nach oben. Und 3 Sterne potenziell heißt, dass, also E-Stern bedeutet, dass E-Wert um Maximum hast, 2 Sterne, dass 2 Werte um Maximum hast, und 3 Sterne, 3 Werte um Maximum. Mehr geht zwar auch, mehr als natürlich ziemlich schwer zu kriegen. Wir gehen los zurück ob Dingens, ob Kampfresort. Da habe ich nämlich schon etwas viel berät für euch. Und damit befassen wir uns dann also als nächstes. Wichtig zu sagen, geht es noch zur Pension, dass ihr Pokémon du nimmen zu bestimmten Bedingungen paaren kann. Erstens natürlich Menschen und Weibchen müssen da sein. Ich denke, das ist jedem bewusst. Da muss eher grob, weil nicht verschiedene Pokémon sind, auch die gleich sind. Aber die natürlich auch rausnehmen. Zum Beispiel Legendär-Pokémon können sich nicht weiter fortpflanzen. Und auch Ditto zum Beispiel kann sich mal all Pokémon fortpflanzen, sogar Pokémon, die kein Geschlecht haben und nicht legendär sind. Das sind halt so Trigger. Schruden ja auch un Dittoen zu fangen und probieren 25 Dittoen mit dem Type, mit allen unterschiedlichen Types und am besten mit 5 IVs. Dann hat er nämlich einen ganz guten Start ab. Es gibt nämlich auch 2 Items, die ich euch kurz präsentieren. Da haben wir euch auch ein Dokument für berät, was ihr an der Videobeschreibung fand, wo dann alles abgelöscht kriegt, was er braucht für zu breeden. Lest ihr doch von Schrift einfach kurz durch und kontrolliert, ob das alles hat. Ich weiß nicht, dass du auch am Beutel werde schmengen, nämlich gehen die paar Items von der nicht gerade Pokémonen. Hund. Nee, ich werde ein Pokémon an der Pension sehen oder so. Jedenfalls den Ewigstein, Everstone an den Phantomknoten. Ich weiß nur gerade den englischen Begriff nicht. Ich weiß gerade nicht, wie ein Häschen ist, aber nicht Phantom Knock oder so. Ja, das sind 2 Items. Die sind relativ wichtig und interessant, echt gesagt. So, heiße Mengen Baby-Pokémon, die perfekt sind. Muss ich noch halt trainieren aus meinem Psyanas halt fertig. Du musst halt älteres fangen. Wo sind dann ältere? Die sieht schon schön ein paar Sachen markiert. Das weist als, was für DV-Werte perfekt sind. Ich weiß nicht noch kurz, wen Tippi das erst sieht. Wichtig so, wer du siehst, wenn der dummer das schafft, dann macht es so, der Kreiser sehr KP, den Dreieck aus ihren Ugriff, der Quadrat aus ihren Verteidigungswert, der Herz aus ihren Spezialugriffswert, der Stern aus ihrer Spezialverteidigung und Traut aus der Initiativ. So merken ich mal, da gibt natürlich pure Methode mehr, ich merke mal halt so, und Trassler heißt der gute Kerlchen, den ich nach will breeden. Ich gebe nur ganz gerne wissen, wo meine Items sind. Guck mal ganz kurz drauf. Die Pokémon SEO liegt vorne. Hallo, heute einen Item mit, wenn nicht der richtige Sinn. Ich gucke an irgendwo müssten irgendwelche ältere sind, die 2 Items holen. Momentan scheint das Kinder zu sein. Aha. Ja, da wird an der Pension leihen. Okay, da gehen wir mal an Pension gucken. Wir sind an der Pension. Also so, dass das Stehen benutzt, die Göttin dem Menschen oder dem Weibchen, das ist mittlerweile egal. Und da geht zu 100% wie sie von dem Pokémon, der stehen hat,
weiter verirft. Das heißt, ihr könnt gezielt Pokémon mit einem bestimmten Wesen breeden. Wesen sind halt da für einen bestimmten Wert, Spezialverteidigung, Angriff, bla bla bla, zu boosten, an den anderen ein bisschen Mana zu pushen. Das ist immer ein Wert, den dann benötigt wird, an Wert wird halt richtig krass befehligt. Die ganze List könnt ihr erst auch nach am Dokument gucken, da sind noch die Wesen halt an einem Resümee abgelöscht, was da lo wen Wert erheilt oder erniedrigt. So, ich gucke mal kurz, da haben auch kein Pokémon dran. Wo sind die dann? Ich muss ja irgendwo hin. Du sind ja ein bisschen überrascht. Also, die Ältere sind da, aber sie haben die Items nicht, oder und ich die aber noch. Boah, auf jeden Fall kann ich euch mal erzählen, wen sie kriegt. Everstone kriegt ihn eigentlich ganz einfach. Den einfachste Weg aus, der geht an eine Höhle auf einen Kleinsteinen. Die haben nämlich mit einer kleiner Wahrscheinlichkeit in Everstone bei sich. Und so kriegt dann halt ganz leicht. Die misst eigentlich auch einen Hund, weil am Lauf vom Abenteuer, ob man es einmal erst an den Tisch gedreckt wird, an ob man es zweimal, ja, also es macht man ganz schnell zu fangen. Dann den Fatum Not, der kriegt er recht spät, ob da Malvenfroh Woge. Du könntest den Doppelkampf, bei dem da auch hat enger bestimmter Wahrscheinlichkeit. Die zwei Items könnt kreieren. So, ich muss nur kurz an meinen Rucksack gucken, weil irgendwie sind die zwei Items nicht bei mir. Weil das dann durch schief gegangen. Ich gucke da wo an der richtigen Tasche. Das ist die allgemein. Kann sein, dass das hier ein bisschen sortiert ging, weil ich ausgemacht habe. Ne, dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Ich habe noch Baitpilze mal abgeholt, dass da halt nichts verpasst. Ich weiß nicht, was immer wo gewesen wird. Nee, tatsächlich. Bait Items sind nicht da. Hä, das ist aber dumm. Ja, also Bait Items sind tatsächlich nicht da. Ich weiß nicht für was. Noch kein Pokémon-Team. Ich möchte mal ein bisschen Angst. Klar kann ich mal zwar schon feststellen, was geschieht ist. Und zwar, wenn ich im letzten Gaming-Café Pokémon getauscht und ich meine, ich hatte vergessen, die Items festzuholen. Das ist natürlich nicht so gut. Aber bon, genau eine zweite Alternative. Es gibt nämlich noch eine andere Pension, bei der ihn auch breeden kann. Aber wie gesagt, sie ist nicht so vorteilhaft wie bei den Kampffriseur. Wie war das, weiß ich nicht erst gleich. Wir sind noch gleich fertig beim Video. Es ging noch nicht mehr so viele Sachen zu beschwätzen. Ein Donnerstag könnt nach einem Video wen dann der Pokémon nur perfekt trainiert. Weil du gehen doch noch weiter Werte. Mit denen will ich erst aber nicht so lallen. Weil das schon kompliziert genug, die V-Werte zu merken. Und wenn ich nur noch mal ganz andere Werte aufhängen, dann bringt er das ganz durcheinander. Das wird wahrscheinlich kein Wert. So, ich gucke mal, ob heute vielleicht Pokémon in der Pension sind. Mir tatsächlich auch nicht. Ja, und ich tatsächlich mit zwei Items fortgehen. Hey, das ist ein bisschen doof. Aber bon, okay, dann wie gesagt an der Liste tun wir eure Bild. Die sieht also da wie es ausgesehen. Ich denke, ihr wisst alle, wie eine Pension funktioniert. Die geht ein männlich und ein weiblich Pokémon ran, am besten von der gleichen Rasse, die anscheinend Schwerter holen. Ah, ist richtig, der Phantomknoten. Der möchte, dass der enthält 2 DV-Werte vom Pap, 2 DV-Werte von der Mom. An
irgendeinen Wert von beiden an pusht den op dem Bobby an van dir lo älteren Hut mat 5 IVs, dann hut er perfekt älteren, weil dann wahrscheinlich geht, dass er kannt 6 IVs hört am größten das natürlich bei 6 IVs zu 6 IVs auch mit dann mischt okay Sinn, weil dann ist das schon eher perfekt Pokémon für zu trainieren. Ja, also so zwischen den halt ganz anständig Baby. Van der Lohen hut war da von der Pension gut, wie gesagt, die Menschen drehen sich dann immer an Gött SD. Dann könnt ihr das aufhängen ausbreeden. Und das geschieht davon gemeint, ihr seht wie viel Pokémon es halt zur Welt bräuchte und die nicht dementsprechend, was ich wollte. Aber guckt mal, ob Wesen hart, na, der sieht, alle Gur sind durch den Ewigstein hart gehen. Du hast schnell gedient, wenn du den Ewigstein nicht dran setzt, geschieht das do. Der den das mild, den anderen hitzig. Ja, den Wesen geht halt random bestimmt. Dafür runden ich ja schon. Guck, dass da die 2 Items so schnell wie möglich kriegt an sie auch den ältere geht. Necke als Wiederholung, den Ewigstein, das wird Wesen do. An der Fatumknoten verirft halt Werte ganz gut weiter. So, ich will mir einfach ein aus meiner Box. Was halt du leid, ich weiß noch nicht, wie Pokémon dran ist. Und noch nicht, wie gut, also wie gut Werte sind, wie ich sowieso nicht. Ich will einfach mal na, das ist eine Demonstration. 100 vom Leiter Krut, vom Pensionenleiter. Das. Guck mal, den dreht sich um. Oh, hi. Und jetzt sind einfach 2 Älteren an der Pension dran. Da war ich also ein bisschen überrascht. Dann sind wir Items da. Okay. Ein Dual-Class an den F6. Den F6, also ein Dual-Class, steht einfach nur für Female 6, also Weibchen Nummer 6. Schön, sie ist kurz aus der Pension rausstechen, sie nur einfach am Ran. Vielleicht die 2 Items dann aber nachzuweisen. Weil, ja, es wäre wirklich random gewesen, dass ich die Items fortgehen hätte. Also, das passiert normalerweise ein Pokémon-Kenner. Nicht. Wo ist es? Da einen, der Phantomknoten. An den anderen Weibchen, wo den Ewigstein an as Wesen. Du gucken ich kurz, ich schon mal da ja auch gelöscht, was für Wesen ich brauche. Wesen hart, ja. Also ich brauche einen harten Duo-Class, den ich will hun oder einen Durengard besser gesagt, dann Sänger Endform. Ja. Das ist natürlich ein Abisch. Ich habe mir natürlich auch gelöscht gemacht mit den einzelnen ja, EVs, die ich halt will, und DVs, die ich will, so möchte ich das halt. Also, du kriegst den Item, die sind schon ziemlich perfekt, mänglisch. An lo haben wir halt D-Code, wie gesagt, das wäre ein gutes Beispiel von der Pension. Nee, lo ich mich verdreckt. Wir wollen natürlich den Velo fahren, am besten auch den Eilrad benutzen, falls ihr nicht wisst, wie der die Bait-Veloen kriegt. Lese denke nur, fandet sicher auf Google irgendwo. Ich kann ja jetzt selber auch nicht mehr genau sagen, wie die Quest wo. Aber auf jeden Fall hat das mit einer Zeit-Challenge zu denen gehabt. Auf jeden Fall, du hältst er Eilrad, Mr. Bloßsinn. Und da fuhr der Hype und das im Eck. Hallo, trägt er nicht mehr nach Rob. Ich habe Rob gedreckt. Und der Charakter hat gesehen, er fährt. Ich fuhr nicht an Kehr, ne? Ich habe nicht mehr Rob gedreckt. Und lo fährt ihn halt rundherum und wart bis das halt der schlüpft. Und dann gehen wir bei der Richter, den sich übrigens am Pokémon Center befindet. Und die Richter
gibt dann alle Editionen an den hört halt pur Sprüche drauf, der weist ihm Pokémon an hier sieht er dann so Sachen wie, ja, der Pokémon hört ganz anscheinend Potenzial, sein Bestwärter sie wahrscheinlich Ugriff an Initiativ, an diese Werte hat er Pokémon absolut keine Konkurrenz, was dann heißt, dass das der Wert Initiativ zum Beispiel Maximum ist, was DV-Werte angeht. So, los schlüpft Eisen, weil man von Demos, na, ich will auch Weilort spielen. Mein Pokémon-Team wird leider nicht fertig mit Englisch für den Gaming-Café, von daher, also ein bisschen schwer, aber ja. Ich hatte halt zeitlich Probleme. Dadurch, dass die ganze Videoreihe auch ein bisschen mehr gekehrt gehen. Und ja, also ein bisschen mehr, ja, halt ein bisschen mehr voll pro Video. So, also der Teil ist der Richter. Den fand er am Kampfresort, wie gesagt, am Pokémon Center. Und hier beurteilt er als Pokémon. So, ich will die Weilmer hei. Ich will wissen, wer das mit dem Weil. Hier seht ihr, ich sehe. Hier sehe ich ein wirklich ganz herausragendes Potenzial. Der ist schon nicht schlecht. So lautet mein Urteilsspruch. Der heißt also, es Sinn, ob man's 3 DV-Werte perfekt. Du kann auch so Spruch kommen wie, ja, das leider über dem Durchschnitt oder leider gar nicht zu gebrauchen, so zählen. Sein größtes Potenzial liegt wohl in seinem Angriffswert, Spezialangriffswert, Spezialverteidigungswert, Initiativwert. Also 4 Werte. Also guck mal nach, darin kann sich niemand mit ihm messen. So lautet mein Urteilsspruch. Der Tisch an denen 4 Werte hat ein DV-Wert von 31, also vom Maximum. Ich will mal eine Liste gemacht und kann gucken, ob die Werte richtig sind. Aber wie gesagt, falls die Werte, also die merkt ihr schon die Werte, und da geht er an die Box. Und da könnt ihr halt der Pokémon da markieren. Und das ist das Geheimnis an den Buchstaben. Die sind doof für Profispieler. Wie seht, schön beim Cerner markiert. Perfekt Werte bis auf sein Verteidigungswert. Den ist nicht so gut. Aber, boah. Es geht immer auf 5 DV-Werte, weil 1 DV-Wert, den er nicht tut, möchte nicht, weil der spielt der Pokémon sowieso nicht auf 6 Basen, sozusagen. Also, Pokémon hat immer irgendwo eingeschwächt, das ist so vom Spiel 4 gehen, aber nicht nützt nicht, ein Solo-Mol, einen ganz guten U-Greifer zum Beispiel, holt man zum Beispiel Gardevoir. Gardevoir greift speziell ganz gut und es bringt nicht Gardevoir dann einen physischen U-Griff von DV-Werte von innen durch zu geben, wenn er Pokémon sowieso nicht mehr Spezial-Attacken hat, ne? Der versteht. Ja, das konnte ich ja schon alles beibringen. So funktioniert das Ganze. Das war vielleicht ein bisschen zu schnell. Wie gesagt, war froh, seht, ruhig frohen. So schnell wie möglich antworten mal erst. Wir sind, wie gesagt, zu 3 do ganz flexibel. Also, da wird rund um die Uhr immer irgendein parat sind für zu antworten. Ja, und da geht es den Donnerstag halt einen kleinen Training Guide, an dem wir uns TV-Werte kümmern. Du guckst nicht, du weißt nicht, dann wer in deine Pokémon ganz speziell trainiert, also so richtig gezielt, der wird will ich pushen, ob das soll das Pokémon gespielt gehen, es gibt natürlich noch ein bisschen mehr geheime Stuff zum Breeden. Die könnt nämlich auch Attacke verirren. Es gibt auch Attacken, die nicht mehr verirrt können gehen. Die könnt Erwehrse verirren. Mehr. Darauf gehe ich nicht an, weil ich da selber nicht genug Knowledge habe, weil mit Breeding-Attacken habe ich nicht mehr an der 4. Generation einmal gespielt. Also es ist nicht mehr. Aus dem ganz einfachen Grund, den Aufwand ist nach ein gut Stück mehr schwierig wie allein schon ein perfekt Pokémon zu kriegen. Und außerdem, das geht
am CP-Game nëmme nach Drop geschlofen, du hier die meest Geheimattacken oder verirfbare Attacken, eher Attacken nennen die auch noch. Ja, bringen haut das nicht mehr, also gött ganz heftig ugegraf haut das, besonders bei den Megas, wenn da durch schon ein Feuersturm am Setup holt, dann Donnerblitz, an Surfer, jetzt sind schon so richtig Evil-Attacken, und noch kein KO-Attacken, also wie gesagt, Metagame haut das als wirklich puren Ugriff, ob jeweils do an der 6. Gen, ob sich das mit der 7. Gen ändert, wüsste man nicht. Jedenfalls, wo das für haut ist, so am ersten wird nur gucken. Ich hoffe, ich konnte erschöpfen, ich hoffe, es war interessant genug, auch mit dem kleinen Dilemma, dass ich dabei wusste, wo meine Pokémon sind. Aber bon. Wie gesagt, Feedback ist natürlich willkommen, und auch Verbesserungsvorschläge, falls ich etwas wirklich falsch gesagt habe, ruhig an Kommentare damit. So, am ersten wird nur gucken. Und da sehen wir uns Gaming Café, den 19. November.